Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler zum 4. Bundesligaspieltag. 1:4 gewonnen bei der TSG Hoffenheim. Joa, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Ne? Gut, zum Spiel selber. Ich fand sehr gut, dass durchrotiert wurde. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Ich fand es auch gut, dass man da nicht in Panik verfallen ist und dann zur Halbzeit irgendwie schon die großen Wechsel gemacht hat. Dass es natürlich ein bisschen zäh war bis zum ersten Tor, denke ich, hat man gesehen. Ist aber auch völlig normal, ja. Fairerweise muss man sagen, dass wir mit 10 Mann gespielt haben. Jackson war ja wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Ja. Das muss man auch mal ganz klipp und klar sagen. Was kein Vorwurf ist, ja, er ist ziemlich kurz da. Ja, er braucht einfach die Minuten, er braucht einfach die Zeit mit der Mannschaft. Dasselbe für Lennart Kahl halt vielleicht, aber also Lennart Kahl war natürlich viel besser im Team drin, aber ist halt noch bei Weitem kein Michael Olisse, weil da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Lennart Kahl hat es ganz ordentlich gemacht, aber komme später zu, wenn wir in die Einzelbenotung gehen. Zum Spiel selber, ja, das Tor hat uns natürlich dann die Sicherheit gegeben, ja, muss man sagen. Danach war es auf jeden Fall besser. Leider habe ich das zweite Tor nur in der Wiederholung gesehen, nicht in der Entstehung, weil ich da noch nicht wieder vor dem Bildschirm saß oder vorm Fernseher saß. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Handspiel oder was war. Kann man geben, muss man nicht, irgendwie so. Ja, da war das Spiel eigentlich entschieden. Ja. Klar, 0:2 auswärts ist das Spiel eigentlich noch nicht entschieden, aber da war es entschieden. So. Zweite Halbzeit war es wieder der FC Bayern. Wir waren super dominant, super viel Ballbesitz. Obwohl wir das auch in der ersten halben Stunde ausgestrahlt haben. Aber da war es sehr zäh. Also da haben wir haben keine Ideen gehabt. Ja. Das ist der Punkt. Die Zentrale mit Leon Goretzka war so kreativ wie ein Stück Holz. Ja. Ja, den ganzen Druck irgendwie auf Lennart Kahl abzuwälzen, ist auch nicht die faire Sache, aber auch er konnte 0 Akzente setzen über die rechte Seite. Ja, da war nicht mal ein 1 gegen 1 oder sowas. Ansonsten hat er es gut gemacht. Wie gesagt, kommen wir später zu. Aber die zündende Idee hat einfach gefehlt vorne. Ja, lag aber natürlich auch daran, dass Hoffenheim sehr, sehr eng gestaffelt war mit 2 Viererketten und sehr fickrig war in den Zweikämpfen. Ich bin gleich mal auf die Zweikampfquote gespannt. Gefühlt sind sie da auf jeden Fall vorne. Ja, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Leider haben wir nur eine Gesamtquote hier gleich. Von daher war es auch nicht so einfach. Ja. Aber nochmal, ich bin da voll auf Winnies Seite. Ja, ihr habt meine Aufstellung gesehen. Ich hätte natürlich die eine oder andere Pose ein bisschen anders besetzt. Aber im Groben und Ganzen gehe ich mit. Es ist das richtige Zeichen. Ja, auch dass du es auswärts tust, auch bei TSG Hoffenheim, was nie leicht war für uns. Ich denke, das ist das richtige Zeichen, weil es das auch bedeutet, dass du, ja, alles, was ich heute von Hoffenheim gesehen habe, denke ich nicht, dass die gegen den Abstieg spielen. So, die werden sich irgendwo im Mittelfeld der Tabelle wiederfinden, denke ich, am Ende der Saison. Und von daher, alles, was schlechter ist, in Anführungsstrichen in der Bundesliga, ja, muss dann auch möglich sein, dass du halt mal Spieler draußen lässt. Ja. Und das hat das Spiel heute gezeigt, dass es möglich ist, auch wenn es ein bisschen zäh war am Anfang, logisch, weil das muss ich halt auch finden und so weiter. Das Ergebnis gibt keinen Raum für Spekulation. 4:1, Punkt. Ja. Und wir hatten sogar noch Chancen, um mehr Tore zu erzielen in der zweiten Halbzeit. Na klar, mit 2 Elfmetern ist es dann ein bisschen glücklich. Gnabry hat natürlich meinen Tipp kaputt gemacht in der letzten Sekunde. Sei ihm aber maßlos gegönnt. Das Tor muss er halt auch erstmal machen aus dem Winkel. Ja, und wie gesagt, zweite Halbzeit waren wir durchgängig dominant. So, da war gar nichts von Hoffenheim. Ja, mal ein, zwei
Nadelstiche, die sie gesetzt haben und natürlich das Tor. Alter, weiß ich noch nicht mal, ob man den Freistoß pfeifen muss. Ja, also der Schiedsrichter, vielleicht da mal ein paar Worte zu. Der Schiedsrichter war nicht gut heute. Also zweimal an 2 Szenen von Harry Kane, wo ich mich erinnere, wo ich mir gedacht habe, was pfeift der denn da ein Foul? Ja, die gelben Karten auf beiden Seiten in der Anfangsphase völlig überzogen. Ja, völlig überzogen. Da sieht man aber auch mal ganz schön den Unterschied zwischen internationalen Fußball und Bundesliga-Fußball, was das Schiedsrichterwesen angeht. Ganz komische Entscheidungen teilweise getroffen, ja, was die Zweikampfführung angeht und keine Ahnung. Hat mir nicht gut gefallen, der Schiedsrichter. Ja, sagen wir mal, wie es ist. Ja, ansonsten gibt es keinen Zweifel, dass der Sieg verdient war. Bei 4-1 sowieso nicht, ja. Aber ich muss sagen, die TSG hat sich auf jeden Fall positiv verkauft. Ja. Dass man das bei dem Ergebnis sagen kann, ist natürlich auch ein Lob. Und ja, sie haben es sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Ja. Haben uns das super schwer gemacht, muss man auch ganz klar sagen. Natürlich ein bisschen bedingt dadurch, dass wir halt auch umgestellt haben. Und wie gesagt, Jackson war halt Fail. Ja, ich hätte ihn auch gebracht. Ich habe ihn ja auch aufgestellt im Taktikfuchs. Du musst ihm jetzt einfach die Zeit geben. Aber da fehlte noch einiges. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ansonsten war es ein interessantes Spiel. Ja, natürlich bedingt durch die Spannung in der ersten Halbzeit, dass es so lange 0-0 stand. Da war es natürlich auch ein bisschen zähe Geschichte. Zweite Halbzeit war es auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam, denke ich. Und ja, alles richtig gemacht. Ja, das muss man auch mal sagen. Alles richtig gemacht von Vinnies Seite. Da habe ich im Moment wenig zu meckern. Ich habe es schon gesagt. Die ein oder andere Geschichte hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ich persönlich hätte auch einen Leon in der Pause drin gelassen. Ich hätte auch einen Tar in der Pause drin gelassen. Das war bodenlos, was die beiden gezeigt haben. Aber da kommen wir jetzt in der Einzelbewertung zu. Wir gucken aber vorher mal einen Blick in die Statistik rein. Gut. Aktualisiere den Bums hier nochmal. Gut, 1:4 haben wir gesagt, war 24. Harry Kane das Tor, war natürlich die Masse wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Ja, erst recht, so wie der Ball gehoppelt ist, hat er natürlich perfekt getroffen. Schön reingespielt von Lennart Kahl, die Ecke. Wie gesagt, den Elfmeter habe ich nicht gesehen in der Entstehung, den zweiten. Ich habe ihn dann gesehen, wie er verwandelt hat. Das war schon sehr souverän. Den dritten hat er auch sehr souverän verwandelt. Der dritte, ja, war natürlich ein Kontakt, war ein Foul. Wenn man da zu zweit da so in den Mann reingeht, in diesem Raum, muss man sich nicht beschweren. Ja, so, sagen wir es, wie es ist. Und Gnabry, das Ding, Alter, den musst du halt erstmal machen aus dem Winkel. Ja, das war schon wirklich stark, Alter. Kann man nicht anders sagen. Davor war Gnabry ein bisschen, vielleicht einen Tacken weniger zu sehen wie sonst. War aber auch ein bisschen tiefer als die klare 10, aber kommen wir auch später zu. Ballbesitz 38,42, Abseits 2,1, Fouls 17,9, Zweikampfquote 55,7 zu 44,3. Ja, genau den Eindruck hatte ich auch. Ja, genau den Eindruck hatte ich auch. Also Hoffenheim war uns körperlich heute zweikampfmäßig, aber ganz weit überlegen. Ja, ich glaube, Jonathan Tah gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Und bei Leon Goretzka war es auch nicht viel mehr. Schüsse aufs Tor 4-10, Schüsse insgesamt 12-18, Ecken 5-5, angekommene Pässe 257 zu 497, also fast das Doppelte bei uns, Flanken 8-7. Schüsse insgesamt, Kane 6, Diaz 4, Karl 2, Torschussvorlagen, Karl 1, gewonnene Zweikämpfe, Conny Leimer 6, Boe 6, Harry Kane 5. Ja, das sagt auch schon viel aus. Da ist kein zentraler Mittelfeldspieler, da ist kein Innenverteidiger. Ja. Ballkontakte, Tar 90, Pavlo 80, Kim 77, gefoult worden. Schenken wir uns wie immer. Gut. Damit gehen wir rein in die Benodung. Sollen wir das mal eben eintragen hier. Zack. So, Vinny sehe ich heute bei einer 2. Ja, einfach, ich habe es ja schon gesagt, ich hätte das ein oder andere ein bisschen anders gemacht. Ich hätte auch den ein oder anderen Wechsel anders gestaltet. Gerade der Wechsel vom Bischof fand ich viel zu spät. Ja, man hätte darüber diskutieren können, ob man Kimmich ganz draußen lässt. Ansonsten hättest du da einen Doppelwechsel machen können. Ja, ich verstehe natürlich den Punkt, dass man sich einen Wechsel bis zum Ende aufhebt. Dann hätte es aber auch einen offensiven Wechsel aufheben können. Ja, also
der Bums war eh gelaufen, wo die Wechsel kamen, ja, die offensiven Wechsel. Also hätte ich mir eher gewünscht, dass man da den Bischof in der 60. mal in die Zentrale stellt, weil alles, was ich heute gesehen habe in den 5 Minuten, wie er dann noch auf dem Feld war, plus die Nachspielzeit war es eine Viertelstunde, war sehr vielversprechend. Ja? Von daher würde ich mir wünschen, ihn da mal zu sehen. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Ja? Warum dann in der letzten Viertelstunde dann Josh auf Linksverteidiger und Conny von Linksverteidiger auf Rechtsverteidiger, fragt mich nicht, habe ich null verstanden, den Sinn. I don't know, weiß ich nicht. Erschließt sich mir nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht damit nicht wieder eine Rechtsverteidiger-Diskussion zu Josh aufkommt. Ich habe keine Ahnung. Fand ich sehr wild, den Take, aber gut. Und ansonsten, wie gesagt, hat man mir den einen oder anderen Spieler zu spät ausgewechselt. Da hätte man in der Halbzeit schon reagieren können, meiner Meinung nach. Deswegen eine 2 und nicht irgendwie eine bessere Note. Aber eine 2 ist ja eine gute Note. Kommen wir zu Manuel Neuer. Manuel Neuer sehe ich heute bei einer 3,5. Hat sich jetzt keinen großen Schnitzer geleistet, was das Torwartspiel an sich anbelangt. Hat natürlich die Riesenchance für Hoffenheim direkt vorgelegt. Ja, fußballerisch war das heute schlecht von Manuel Neuer. Das muss man mal ganz klar sagen. War nicht nur das Ding, hat auch sonst noch mal 3, 4 Bälle gehabt, die bodenlos waren, die unterirdisch waren. Fußballerisch, also ich habe es ja schon immer gesagt, der Obich ist fußballerisch weit vor Manuel Neuer. Und anscheinend baut das immer mehr ab bei Manu. Ja, ich kann es mir nicht anders erklären. Also das war heute Katastrophe. Ja, am Torwartspiel selber habe ich jetzt keine schlechten Sachen gesehen bei ihm, aber fußballerisch war es wild. Ja. Aber da daraus nichts passiert ist, ja, nur der Pfostenschuss, hat er noch die 3,5 da stehen und nicht eine schlechtere Note. Gut, damit kommen wir in die Viererkette. Angefangen von oben nach unten bei Boe. Ja, Boe hat seine Chance so mittel genutzt. Ja, deswegen Note 3. Bedingt vielleicht dadurch, dass er Lennart Kahl auf der Seite hatte, war er sehr zurückhaltend. Hatte sonst 1, 2 komische Dinge drin, 1, 2 sehr gute Sachen. Aber so der letzte, also der Kick, der so bei Chelsea war, ja, wo du gemerkt hast, boah, Alter, der ist so heiß und voll drin, der hat mir heute gefehlt. Ja. Aber der hat bei der ganzen Mannschaft gefehlt. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft müde ist teilweise. Von daher ein bisschen schwer zu benoten, aber um eine bessere Note zu haben, hat mir einfach der letzte Kick gefehlt. So, von daher Note 3 für Boe. Ja, damit kommen wir zu Jonathan Tah. Da habe ich eingangs schon was gesagt. Auch da hat jetzt nicht den groben Schnitzer drin gehabt, dass es ein Gegentor dadurch entstanden ist. Von daher die Note 4 und nicht schlechter. Ja. Damit ist er aber gut bedient. Ja, ich denke, man könnte ihm auch eine 5 geben. Sage ich euch, wie es ist. Aber wie gesagt, es ist kein Gegentor durch seine Fehler entstanden. Ja, Min-Jae hat super viel für ihn ausgebügelt heute. Ja. Tah hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. War super langsam, war immer nur am Hinterherlaufen. Ich weiß nicht, ob er nicht richtig, die Spritzigkeit nicht da war, ob er nicht richtig fit ist oder ob er einfach so langsam ist, wie er heute über den Platz getingelt ist. Ja, das war wild. Ja, das war gar nichts. Das war ein super schlechtes Spiel und ich hatte eigentlich damit festgerechnet, dass in der Halbzeit ein Upamecano kommt. Was nicht passiert ist. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Wahrscheinlich, weil man Opa halt wirklich schonen wollte und das Ergebnis stimmte. Tah war schlecht. Ja. Das genaue Gegenteil kommt jetzt. Min-Jae war super stark dafür. Min-Jae hat super viel, 2, 3 Mal für Tah richtig den Arsch gerettet. Ja. Man hat es dann auch gesehen, dass er sogar noch auf der verkehrten Verteidigerposition dann noch für Tah teilweise die Räume besetzt hat.
Minjay hat super schwierige Bälle heute hinten. Den einen hat er ein bisschen Glück gehabt, wo er mit dem Kopf hin wollte, der mit der Schulter dann übers Tor ging. Aber ansonsten hat er so viele Bälle da hinten rausgehauen. War in den Zweikämpfen drin, ja. Hat einen Querpass einmal nach außen ins Ausgeschossen. Ja, alles gut. Defensiv war das heute eine bärenstarke Vorstellung von Minjae Kim. Und von daher von meiner Seite die Note 2 für Minjae. Gut, kommen wir zu Conny Leimer. Ja, Conny Leimer war heute auch durchwachsen, muss man ehrlicherweise sagen. War natürlich wieder sehr auffällig. Ja, aber man hat ihm angemerkt, dass auch er ein bisschen müde ist. Ja. Hat nichtsdestotrotz sich reingeschmissen, geackert, gerackert, wie ein Berserker, wie immer. Ja, kriegt von mir eine 2,5. Ja, weil Boe habe ich mit einer 3, Conny war schon auffälliger, hat schon mehr versucht, sich einzubringen. Wie gesagt, hat wieder geackert, gerackert, aber man hat gemerkt, dass da so auch der letzte Touch ein bisschen fehlte heute. Was aber auch verständlich ist. Gut, dann kommen wir zum nächsten super schlechten Spieler heute, das war Leon Goretzka. Ich habe mir Leon ja auch aufgestellt bei mir im Taktikfuchs. Das war maßlos enttäuschend. Auch Leon hätte zur Halbzeit drin bleiben müssen. Leon, einmal war er mal im defensiven Raum, wo er hin musste. Ansonsten war er im defensiven Zentrum, im defensiven Raum nicht zugegen. Er war offensiv nicht zugegen, die komplette erste Halbzeit. Das war, als wenn wir zu 10 gespielt hätten. Die Zentrale war nie besetzt. Er war irgendwie auf einer halbrechten Position, konnte da null irgendwie dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Wenn er den Ball dann mal bekommen hat, hat er länger gebraucht wie Kimmich, um den Ball mal zum Mitspieler zu bringen und sich mal zu überlegen, wo spiele ich den Ball hin. Dadurch war unser Spiel super lahmarschig in dieser Phase. Ja, Hoffenheim hat es gut gemacht, habe ich schon gesagt. Stand sehr, sehr stabil mit 2 Viererketten. Leon war null kreativ, hatte gar keine Ideen, war maßlos überfordert. Auch da, es ist zum Glück daraus nichts passiert. Von daher, ähnlich wie bei Tag, kriegt er die Note 4. Auch da wäre eine 5 locker drin. Ja, also, aber bei 4,1 sind wir ein bisschen humaner. Das war gar nichts von Leon. Ja, gut, zweite Halbzeit, dann die Viertelstunde, die er noch hatte, war ein bisschen besser. Da stand er aber auch ein bisschen mehr in der Zentrale und ein bisschen mehr aus einer tieferen Position. Das war einen Tacken besser. Erste Halbzeit war grausam. Dann kommen wir zu Pavlo. Pavlo war das genaue Gegenteil, ähnlich wie Minjae. Pavlo war sehr aktiv die erste halbe Stunde, hat versucht, das Spiel aufzubauen, ob mal aus einer tiefen Posi, ob mal aus einer vorderen Posi, oft dann über die halblinke Posi. Und in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise auch dann so nach einer halben Stunde in der ersten Halbzeit, hast du ihn dann auch nicht mehr wahrgenommen. Ja, hast du ihn auch nicht mehr wahrgenommen, er war auch nicht mehr so präsent. Und dann war unser Offensivspiel, unsere Kreativität, ich meine, die war eh kaum gegeben heute durch die Mitte, aber da war es noch weniger der Fall. Ja. Da geht auf jeden Fall auch mehr bei Pavlo, definitiv, aber da wir heute überall ein bisschen human sind, bleibt die 3 beim Pavlo. Aber ja, er hat es versucht auf jeden Fall. Ja. Er hat es versucht im Gegensatz zu Leon in der ersten halben Stunde. Das muss man ihm zugute halten. Zweite Halbzeit, ja, war es sehr unauffällig. Dann kam Kimmich rein, dann war er nochmal ein bisschen präsenter, auch der Pavlo. Ja. Also noch viel Luft nach oben bei Pavlovic. Ja. Ich finde es aber gut, dass das Kompanie an ihm festhält, ja, ihn da jetzt durchbringt. Er hat noch weniger Vorbereitung, wie die anderen hatten. Von daher verständlich. Und ich denke, es ist klar, dass das Pavlo gesetzt ist. Ja. Und ich finde es gut, nochmal, dass er an ihm festhält und ihn durchbringt. Er ist ein junger Spieler, er wird auch noch Leistungsschwankungen haben. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Wir wissen, dass er mehr kann. Ja. Er muss einfach wieder ein bisschen mehr dieses Zutrauen finden, dass er der offensive Part ist. Das ist gerade nicht der Fall. Es spielt sehr viel auf einer Höhe. Ja. Auch heute war es dann 1-2 Mal der Fall, dass keiner in dem Raum war, weder Pavlo, weder Goretzka. Ja. Wahrscheinlich ist das einfach unsere taktische Vorgabe. Ich weiß es nicht. Ja.
Der zentrale defensive Raum war heute auch 2, 3 Mal absolut null besetzt. Ja. Das muss besser werden. Erste halbe Stunde war es noch Pavlo, der öfters in dem Raum dann war, ja, der den besetzt hat. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das ist auch unsere einzige Baustelle, die ich aktuell im Kader sehe. Ja, unser zentrales Mittelfeld. Und das, obwohl wir da 4 Spieler haben. Also, das ist schon wild. Gut, weiter geht's in der Offensive mit Lennart Kahl. Habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Also er war voll drinne. Ja, das gleich mal vorweg. Lennart Kahl war voll drinne, 110%, jeden Zweikampf genommen, gerannt, geackert, gemacht. Ähnliche Einstellung wie Conny, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Spielerisch war er nicht zu sehen in der ersten Halbzeit. Ja. Konnte kaum Akzente setzen, wenn über die Seite irgendwas ging, dann war es meistens ein Rückpass, ein Querpass. Ganz selten mal versucht, ins 1:1 zu gehen über seine Seite. Ganz selten aber auch mal, dass ein Boe mitgegangen ist oder ein Leon mitgegangen ist in die Räume rein, dass man da mal hätte durchlaufen können, mal einen Ball spielen können über die Seite. Das war super selten. Umso länger das Spiel ging, umso ein bisschen besser wurde es bei Lennart Kahl dann, ja. Das muss man auch sagen. Was verständlich ist, die Mannschaft hat in der Zusammenstellung halt auch noch kein Spiel gemacht. Die Ecke, ja, das war natürlich dann ein sehr, sehr schöner Move, ja. Hat mich auch gefreut, wie Heavy dann auf ihn zugegangen ist. Macht Heavy ja sonst eigentlich nicht, wenn er ein Tor schießt. Hat mich sehr gefreut, verdienterweise. Ich sehe Lennart Kahl heute beinahe 3. Man darf halt auch nicht zu viel erwarten in so einem Spiel von dem Jungen, ja. Also er ist, ich habe es ja schon gesagt, er ist kein Michael Olise, der unser Offensivspiel trägt. Und er ist auch noch in keinem Alter, wo man das auf seinen Schultern abladen sollte. Ja, da sind andere in der Pflicht, wie Goretzka, Pavlo, die in der Zentrale sind. Oder ein Jackson, Heavy Kane oder ein Diaz. Ja, die sind da in der Pflicht, dass unser Offensivspiel da ein bisschen aktiver ist, wie es war in der ersten halben Stunde. Ja, und nicht Lennart Kahl. Von daher Note 3 von meiner Seite für Lennart Kahl. Und es war ja die richtige Entscheidung. Ja, du musst ihn immer wieder in diesen Spielen bringen, ihm die Chance geben, ihm halt auch die Möglichkeit geben, sich da zu entwickeln. Ja, war heute halt auch nicht so einfach in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim, muss man fairerweise sagen. Gut, weiter geht's mit Heavy Kane, der hier als Zehner aufgestellt ist in der Aufstellung beim FC Bayern. Ja, über Heavy, Leute, was soll ich sagen? Da steht wie immer die 1. Wir können heute wegen mir noch ein Sternchen dahinter machen beim Dreierpack. Vor allen Dingen, wenn man auch dann wieder gesehen hat, dass er dann teilweise wieder den Sechser gegeben hat und den Raum dann auch zugemacht hat. Ja? Und da nicht ein Goretzka war oder ein Pavlo, sondern da war ein Heavy Kane da. Ja? Also das ist wild. Ja, das gilt es. Also wir sollten in die Lage kommen, dass ein Heavy Kane da nicht hin muss in den Raum. Ja, das wäre wünschenswert. Es ist ja okay, dass er sich in diese Tiefe fallen lässt, um dann, wie wir 1, 2 Mal gesehen haben, diese super starken Bälle nach außen zu spielen. Das ist völlig fein, ja, aber kann nicht Sinn sein, dass Heavy Kane sich in der Sechser-Posi fallen lässt, um die defensiven Raum zu schließen. Da haben die Sechser und Achter zu sein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch so gewollt, vielleicht soll das irgendwie der taktische Kniff sein, keine Ahnung, dann können wir von außen halt nicht beurteilen. Ansonsten Heavy Kane Maschine halt einfach. Ja, Heavy Kane war heute wieder absolute Maschine, nicht nur die 2 Elfer eiskalt gemacht, nicht nur das Tor bei der Ecke, den musst du halt auch erstmal so machen, ja, der konnte auch nur so reingehen, das war der einzige Raum, wo da irgendwie Platz war, dass mit der Ball da hingeht. Aber wie gesagt, auch im Spielaufbau, gerade zweite Halbzeit, was er da für Bälle gespielt hat. Ich hätte mir gewünscht in der ersten Halbzeit, dass er sich ein bisschen mehr fallen lässt. Ja, da war es mir zu viel auf einer Höhe mit Jackson. Gerade die erste halbe Stunde. Weil wir haben keine Kreativität gehabt durch die Mitte. 0. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, ja, Heavy, komm, es ist Zeit, lass dich hier mal ein bisschen fallen. Aber alles danach, ja, 1 mit Sternchen von Heavy. Gut, da kommen wir zum nächsten Problemkind, Luis Diaz.
Ja, Luis Diaz heute tue ich mich ein bisschen schwer, ihn zu benoten. Ja, das werden wir, glaube ich, in dieser Saison noch öfters haben. Erstmal vorweg, geackert, gerackert, genauso wie Lennart Kahl, da gibt es gar keinen Vorwurf. Sehr viel auch mit nach hinten malocht, ja, gerade wenn man Conny Leimer vor ihm war auf der Seite, hat er nach hinten abgedeckt und hat auch den Sprint mitgemacht, hat sich da reingeworfen, ist in die Zweikämpfe rein. 110%, von daher gibt es da gar nichts zu kritisieren. Von daher auch eine 3 von meiner Seite. Was mir heute nicht gefallen hat, er war zweimal viel zu eigensinnig. Viel zu eigensinnig. Ja, da standen jeweils in der Mitte einmal ein Jackson, einmal, glaube ich, ein Goretzka, ja, wo es viel zu, ich meine, wenn das noch eine gute Posi wäre, wo man sagt, yo, aus der Position kannst du schießen, ja, aber die Positionen waren nicht gut. Also er hat nicht die richtigen Entscheidungen getroffen heute. Wann versuche ich es alleine, wann spiele ich den Ball rein? Na, das war nicht gut heute. Ansonsten sein Lattentreffer, der war ja abseits. Ansonsten hat er jetzt heute nicht diese 100%ige gehabt. Hatte ein, zwei gute Schüsse, die der Baumann gut gehalten hat. Ja, das war ordentlich. Aber wenn wir den Maßstab ansetzen, wo er herkommt, was er gekostet hat, was er verdient, ist da auch noch eine Menge Luft nach oben. Ja. Aber nochmal, Note 3, ja, allein was er arbeitet. Ja, das ist halt natürlich was ganz, ganz anderes, wie es ein Leroy Sané oder auch ein Coman war. Ja, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gut, damit kommen wir leider zum schlechtesten Spieler heute auf dem Feld. Das ist Jackson. Ja, ich kann es nicht anders bewerten als mit einer 5. Ja, das war gar nichts. Das war mangelhaft. War 0 im Spiel. Hat, wenn er mal ein, zwei Zweikämpfe führen durfte, wenn er mal eingebunden war, hat er nicht einen Zweikampf von gewonnen. Seine Schnelligkeit konnte er gar nicht einsetzen. Hat einmal einen richtigen Anraunzer von Min-Jae bekommen, das völlig zu Recht, ja, indem er sich einfach nicht bewegt hat in den Raum, dass Min-Jae hätte den Ball spielen können, dadurch Min-Jae unter Druck gesetzt wurde im Pressing von Hoffenheim. Das war nicht gut, ja. Ich weiß nicht, ich habe ihn ja auch aufgestellt, ich weiß nicht, ob er jetzt im Training komplett anders ist, dass man das rechtfertigen konnte, oder ob man vielleicht hätte sagen sollen, ey, ich tue dem Spieler damit keinen Gefallen, ja. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, ich habe zumindest das Gefühl, jetzt kommt wieder eine wilde Verschwörungstheorie von meiner Seite, dass ein Vini ihn unbedingt haben möchte. Ja. Und ich glaube, deswegen kriegt er seine 40 Einsätze dieses Jahr. Ja. Deswegen vielleicht dieses, ey, scheißegal, auch wenn er kurz da ist, ich schmeiße ihn einfach schon mal rein. Ja. Aber wenn man auch gesehen hat, wie er ihn abgeklatscht hat bei der Auswechslung und sowas, er war ein absoluter Fremdkörper. Ja, ey, wir haben mit 10 Leuten gespielt. Ja, und dann, wenn du Leo noch abziehst, haben wir teilweise mit 9 gespielt in der ersten halben Stunde. Das muss man mal so klipp und klar sagen. Also Jackson war 0 ein Faktor, für gar nichts. Er hat keine Räume gerissen für einen Heavy Kane oder für sonstigen Spieler, wo er hätte reinstoßen können oder sowas. Das war nix. Ja, so ehrlich muss man sein. Wir müssen ihm Zeit geben, ich habe es gesagt. Ja, er braucht erstmal ein bisschen Zeit mit dieser Mannschaft. So, er hat jetzt gerade mal 2-mal mittrainiert oder 3-mal. Genauso wie Luis Diaz, er macht schon sehr gut dafür, ja, aber auch da müssen wir ein bisschen berücksichtigen, dass er jetzt noch nicht so lange da ist. Und von daher, ja, können wir mal zur Winterpause, können wir da mal ein Fazit ziehen, was dann schon ein bisschen Aussagekraft hat. Ja. Aber für heute war es gar nichts. So ehrlich muss man sein. Gut, kommen wir zu den Auswechslungen. Angefangen mit dem König. Habe ich schon gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass ein Tom Bischof da nicht für gekommen ist und ein Josh gekommen ist. Ja, Josh hat auf jeden Fall ein bisschen frischer gewirkt. Ja, saß ja auch draußen. Ja. Die sind gnädig heute unterwegs, von daher kriegt er eine 3. Ja. Wenn ich sehe, wie er wieder ein, zwei Zweikämpfe hinten geführt hat, wie er sich da auf den Boden geworfen hat, mit ein bisschen Glück dann den Freistoß gekriegt hat, das war schon wieder super grenzwertig, ja.
vorne war er auf jeden Fall präsenter, wie es ein Goretzka war oder auch wie es ein Pavlo war. Das gehört auch zur Wahrheit. Ja. Fairerweise kam er aber auch rein zum Zeitpunkt, wo Hoffenheim auch schon ein bisschen müde war. Aber auch da, also erstmal war es 100% richtig, dass Kimmich heute draußen saß. Ja. Und man hat einfach das Gefühl, dass er noch nicht bei 100% ist. Aber da muss auch noch mehr kommen bei Josh. Ja. Aber es war jetzt keine schlechte Leistung heute, das war okay. Da muss mehr kommen auch. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Glanzpunkt in unserer Mannschaft. Das ist natürlich Michael und man hat halt gleich, ist jetzt hart, ja, man hat aber gleich den Unterschied gesehen. So, ob da jetzt ein Lennart Kahl auf der Seite steht oder ein Michael Olisse. Ja. Hat natürlich gleich einen ganz anderen Spirit reingebracht, eine ganz andere Spielweise, einfach geprägt von diesem Selbstvertrauen, von diesem Selbstverständnis. Haben vielleicht auch die letzten 10-15% gefehlt. Das war bei allen so, die eingewechselt wurden heute. Das war alles so ein bisschen mehr, ja komm, ist ja eigentlich schon alles gut. Ja, alles ist schon durch. Wir brauchen jetzt nicht mehr so an die 100% heute ran. Wir machen alles ein bisschen mit angezogener Handbremse, was auch völlig fein ist. Ja, nicht falsch verstehen. Wir spielen Freitag. Alles ist gut. Ja, alles ist fein. Das war eine ordentliche Sache. Hat den Elfer rausgeholt, hat nochmal 1-2 Szenen gehabt. War auf jeden Fall in den paar Minuten natürlich viel, viel auffälliger, was die Offensive angeht, wie es in Lennart Kahl über die 60 Minuten war. Haben wir aber auch schon diskutiert, warum, wieso, weshalb. Ihm hat heute so ein bisschen das Tor gefehlt vielleicht, ja, aber wie gesagt, hat den Elfer rausgeholt und so weiter. Ich denke, lass mich kurz gucken, ich habe Conny eine 2,5 gegeben. Ich gebe Michael auch eine 2,5. Gut, damit kommen wir zum Serge. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. El Loco. Ja, habe ich schon was zu gesagt? Das Tor aus dem Winkel musst du erstmal so machen. Ja, das war richtig, richtig stark. Davor ist es genauso wie ich es gesagt habe, wie ich es bei Michael gesagt habe, wie ich es bei Josh gesagt habe. So ist reingekommen, hat es gut gemacht, ja, auch aus einer tiefen Position, war dann eher ein Achter gefühlt, ja, wo er das Spiel aufgebaut hat. Aber dann war da endlich mal jemand, ja. Dann war da endlich mal jemand. Ich meine, vorher war Heavy da in der zweiten Halbzeit, ja, ich habe es gerade schon gesagt, erste Halbzeit war das sehr verwaist. Aber das war alles angezogene Handbremse, ja. Aber aufgrund des Tores kriegt das jetzt eine 2. Ja. So, er hat das Tor gemacht, was Michael nicht gemacht hat. Gut, Michael hat einen Elfer rausgeholt, können wir jetzt drüber streiten. Ach komm, ich gebe dir jetzt auch die 2,5. Ich tue mich immer schwer damit, so gute Noten zu geben, wenn die Leute nur eine halbe Stunde gespielt haben, im Gegensatz zu Leuten, die 90 Minuten spielen. Ja, aber es war ordentlich, es war gut. Wie gesagt, das Tor musst du erstmal machen, das war wirklich stark. Ja, dann kommen wir zu Opa. Opa war sofort da. Musste er auch sein, weil, wie ich schon gesagt habe, Jonathan Tah heute ein Totalausfall war. Ja, war gleich drin, hat sich gleich reingeworfen, die Zweikämpfe gewonnen. War sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich überlege gerade, 70. können wir nicht mehr wirklich benoten, ernsthaft. Wenn ich eine Note geben würde, würde ich ihm auch die 2,5 assistieren. Ja. War super wichtig, dass er da war und dass er so da war, wie er da war. Gut, damit kommen wir zum letzten. Tom Bischoff hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, mit der Nachspielzeit hat er eine Viertelstunde gehabt. Ja, er war auf seiner Posi. Das hat mich gefreut. Das hat mich gefreut, dass er nicht wieder nach hinten links gesteckt hat. Benoten können wir ihn natürlich nicht, aber ja, er war gleich da, war immer präsent, hat sich immer angeboten, immer den Ball gefordert. Dann auch über die halbrechte Posi, wo er dann so mit Michael mal zusammen war, mit Conny. Das war gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde ihn jetzt gerne endlich mal in der Startelf sehen und mal vielleicht über 90 Minuten sehen, damit wir wirklich mal sehen, wie weit er ist, was er kann. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Aber alles, was ich bisher gesehen habe und wenn ich alles mal so zusammennehme und die Leistung von Josh sehe diese Saison, glaube ich, könnte er schon 'n Josh unter Druck setzen aktuell, ja? Aber dafür müsste ich ihn mal über 90 sehen und natürlich ist die Frage, wo sieht ihn Kompanie? Ja, sieht er ihn überhaupt auf dieser 6er-Posi oder eher neben Kimmich auf dieser 8er? Dann wäre er in Konkurrenz zu Pavlo. Ja, Pavlo hat jetzt auch noch nicht diesen überzeugenden Auftritt gehabt, ja. Haben wir auch schon gesagt, warum, wieso, weshalb. Also, ich denke, ja, es ist an der Zeit, dass Bischof mal das Vertrauen kriegt und mal 'n Spiel bekommt. Einfach damit wir ihn mal ein bisschen besser einschätzen können. Alles, was ich so bisher gesehen habe, ist vielversprechend und ja, ich glaube, bester Saisonstart von erzielten Toren oder was? Bester Saisonstart Tordifferenz, weiß ich gar nicht. Also, über was meckern wir, ja? Es gibt nichts zu meckern, auch wenn es heute zäh war, die erste Halbzeit, keine Frage. Aber nochmal, wir haben es an den Zweikampfwerten auch gesehen, Hoffenheim war stark, ja? Die haben genau das gemacht, was du gegen 'ne Mannschaft machen musst, die international gespielt hat, die international Vollgas gegeben hat. Du musst fickrig in den Zweikämpfen sein. Wir haben umgestellt. Ähm, ja, das war gut. Das war gut von Hoffenheim, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es ein bisschen schlechter, beziehungsweise wir auch ein bisschen stärker, aber halt auch bedingt dadurch, dass dann das schnelle 2:0 da war. Das hat 'n kleinen Knick gegeben, da brauchen wir nicht drüber reden. Und von daher aus unserer Sicht alles nach Maß. Läuft. Wir können hochzufrieden sein. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wer Bock hat, Montag 18 Uhr im Livestream. Je nachdem, was ihr für Themen habt. Schauen wir mal. Schönes Wochenende und danke für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.